Burgenlexikon von A bis Z. Was Sie schon immer über Burgen wissen wollten oder auch nicht. Von und mit Matthias Helzel alias der Burgenmeister. T wie Treppen auf mittelalterlichen Burgen. Treppenanlagen sind seit frühester Zeit in der Architektur zu finden. Bereits in antiken Bauten und vorgeschichtlichen Städten lassen sich Treppenkonstruktionen nachweisen. Und sie spielten auch in der römischen Bauweise eine wichtige Rolle. Im Mittelalter lagen ihre Funktion und Bedeutung vor allem im Bereich der Zugangssicherung und der vertikalen Verbindung von Geschossen. Mit dem Einsetzen der Renaissance und insbesondere im Barock erhielt die Treppengestaltung jedoch einen neuen Stellenwert. In dieser Zeit entwickelte sich die Treppe von einem rein funktionalen Bauelement zu einem repräsentativen Gestaltungselement, das nicht nur zur Mobilität diente, sondern auch als Bestandteil zeremonieller Abläufe genutzt wurde. Das Treppenhaus, der Treppenturm oder die Treppe selbst wurde zu einem eigenständigen architektonischen Element, das vor allem in Schlössern der Barockzeit ein zentrales Symbol der Repräsentation war. Die soziokulturelle Bedeutung, die Treppen in dieser späteren Zeit erhielten, zeigt den Wandel vom rein zweckmäßigen Bauwerk hin zu einem Element der höfischen und repräsentativen Architektur. Der klassische Turm der Turmhügelburg, auch als Motte bekannt, verfügte häufig über einen hochgelegenen Eingang, der ursprünglich meist nur über Leitern erreichbar war. Neben diesen Leitern wurden einfache Holztreppen angelegt, die sowohl im Außenbereich als auch innerhalb des Turmes zum Erreichen der verschiedenen Etagen dienten. Mit der zunehmenden Nutzung dieser Wachtürme als Wohnsitz des Burgherrn wurde die Gestaltung der Treppe allmählich komfortabler und stabiler. So passte sich das Bauwerk schrittweise den Anforderungen einer dauerhaften Wohnnutzung an. Frühe Blockstufentreppen, bei denen die einzelnen Stufen aus massiven Holzblöcken gefertigt wurden, sind unter anderem auf dem Burgen Bayerdorf in der Steiermark und im Mauterndorf im Salzburger Land erhalten geblieben. Auch Außentreppen wurden häufig als Blockstufentreppen ausgeführt. Diese Außentreppen erhielten zum Schutz vor Witterungseinflüssen oft eine Einhausung, die zugleich Verteidigungszwecken dienen konnte. Die Konstruktion dieser Treppenart bot eine robuste, langlebige Lösung für die damalige Anforderung an Zugang und Sicherheit. Auf den folgenden Bildern nun die Blockstufentreppe der Burg Bayerdorf in der Steiermark aus dem 13. Jahrhundert. Hier im Detail dargestellt die Treppe der Burg Bayerdorf mit den Holznägeln zur Befestigung der Blockstufen. Hier nun eine Rekonstruktion einer eingehausten Treppe, die sowohl als Witterungsschutz, aber auch natürlich zur Verteidigung dienen konnte. Außentreppen führten oft zu den repräsentativen Räumen der Palas- oder Saalbauten einer mittelalterlichen Burg und dienten vor allem als Zugang für Gäste. Diese Außentreppen unterschieden sich in ihrer Gestaltung deutlich von den Innentreppen, die mehr der alltäglichen Nutzung vorbehalten waren. Besonders anschauliche Beispiele für solche repräsentativen Außentreppen finden sich auf der Burgruine Münzenberg in der Wetterau in Hessen sowie auf der Burg Runkelstein in Südtirol, Italien. Diese Treppen führten Besucher direkt in die zentralen Räume und unterstrichen deren Bedeutung. Hier nun die Burgruine Münzenberg in der Wetterau in Hessen. Dargestellt oder markiert sind die Eingänge, die mit Außentreppen zugänglich waren und zu den repräsentativen Räumen der Burg führten, bzw. des Palasbaus. Burg Runkelstein in Südtirol ist ein weiteres Beispiel, wo man eine Außentreppe zu den repräsentativen Räumen finden kann. Eine besondere Form stellen die in der Mauerstärke installierten Treppen dar, die durch ihre enge Bauweise auch Verteidigungszwecken dienten. Ein Beispiel hierfür ist die Burg Hof am Regen in der Oberpfalz in Bayern. Bei Treppen, die in der Mauerstärke verlaufen, lässt sich beobachten, dass sie fast immer auf der dem Angriff abgewandten Seite des Gebäudes platziert wurden, da die Installation einer Treppe die Mauer an dieser Stelle schwächte. Die Lage und Bauweise dieser Treppen zeugen von der engen Verbindung zwischen Architektur und Verteidigungstechnik auf mittelalterlichen Burgen.
Hier nun die Burg Hof am Regen als schönes Beispiel von gemischten Treppen. Einmal hier links den Eingang zur Kapelle mit einer Außentreppe aus dem Burghof raus. Und dann der Hocheingang in die Wohngeschosse des Wohnturms mit in der Mauer liegenden Treppe, die ca. 70 cm breit ist. Mit der Zeit setzte sich der Treppenturm an den Hauptgebäuden mittelalterlicher Burgen durch. Diese Treppenanlagen konnten in Holzbauweise oder in Stein ausgeführt sein, wobei die Stufen meist um eine zentrale Spindel geführt wurden. Treppentürme konnten als eigenständige Bauelemente an der Außenseite eines Gebäudes angebracht sein, aber auch im Innern des Bauwerks integriert werden. Ein Beispiel hierfür ist die Weitelsburg in Nordhessen, wo der Treppenturm fast als Vorläufer eines Treppenhauses anzusehen ist. Hier nun der westliche Wohnbau der Weitelsburg in Nordhessen mit markierten Treppenturm bzw. Treppenhaus. Für dieses Foto möchte ich mich bei Lara von Balzefer bedanken. Schaut dort mal vorbei, die machen sehr schöne, sehr gute Burgendokumentationen auf YouTube. Bei vielen Burgführungen wird gern erklärt, dass die Treppen sich oft gegen den Uhrzeigersinn winden, um den Angreifern das Aufsteigen zu erschweren. So könne der Verteidiger von oben leichter den Schwertarm des Angreifers abwehren, da dieser nicht die Schildseite zum Schutze habe. Doch in der Realität spielte wahrscheinlich eher die Enge der Treppe eine Rolle, die das Vorrücken von Angreifern verlangsamte und das Verteidigen erleichterte, ganz unabhängig von der Laufrichtung der Stufen. Wie die linke Animation zeigt, ist es egal, in welche Richtung sich die Treppe wendet, ob im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn. Man konnte auf diesen Spindeltreppen oder Wendeltreppen ganz gut kämpfen. Im Gegensatz zum rechten Bild, wo die Treppe nur 70 cm breit ist und eine gewisse Enge hat und mit voller Rüstung erst einmal hinaufkommen musste und oben dann erwartet wurde vom Verteidiger. Einige Mythen rund um Burgtreppen sollten etwas genauer betrachtet werden. So stammen viele der alten Treppenanlagen und Treppentürme tatsächlich erst aus der Renaissance, einer Epoche, in der vollgerüstete Ritter im Kampf längst keine Rolle mehr spielten. Auch die oft erzählte Theorie, wonach die Treppenstufen absichtlich unterschiedlich hoch oder besonders steil angelegt wurden, um Angreifer zu behindern, stimmt wohl nicht ganz. Diese Eigenheiten liegen vielmehr daran, dass die später eingebauten Steintreppen die teils unregelmäßigen Geschosshöhen der älteren Gebäude überbrücken mussten, eine Herausforderung für die damaligen Baumeister. Nochmal ein Blick auf die Burg Hof am Regen. Hier der Grundriss des zweiten Obergeschosses, unten die in der Mauer laufende Treppe und im Schnitt gut zu sehen, welche Höhe man überbrücken musste. Hier sind es nahezu 4 Metern lang. Dadurch ergibt sich natürlich eine entsprechende Höhe bei den Stufen, die nach oben führen. Hier nur noch Details eines Treppenturms, wobei es auch egal ist, ob er in Stein gearbeitet ist oder aus Holz. Der Aufbau ist eigentlich immer nahezu gleich. Fazit: Mit der Renaissance beginnt der Wandel der Treppe vom reinen Funktionsbau zum repräsentativen Element, welches sich schließlich im Barock zu voller Pracht entfaltet. Nun dient die Treppe nicht mehr nur dem alltäglichen Hinauf und Hinunter, sondern wird als repräsentative Gestaltung genutzt, die Besucher mit entsprechender Wirkung empfängt. Was früher eng, steil und zweckmäßig war, wird nun großzügig, geschwungen und kunstvoll. Ein Bauelement, das nicht nur verbindet, sondern beeindruckt. Zum Schluss ein Blick in das beeindruckende Treppenhaus der Würzburger Residenz. Ich bedanke mich für das Schauen des Videos und ich hoffe, ich konnte Ihnen etwas Burgengeschichte, Burgenwissen näher bringen. Ihr Matthias Helzel, alias der Burgenmeister.